Wir sind hier heute auf dem Marienplatz in München. Wir waren eben beim Münchner Bürgermeister und haben eine Petition übergeben, wie in vielen deutschen Großstädten, eine Petition, die die Stadtverwaltung bittet, eben im Kulturjahr 2012 Menschenrechte nicht auszusparen, einen realistischen Blick auf China zu geben. Wir wollen, dass das kein Propagandafeldzug der Kommunistischen Partei wird, sondern dass die Menschen in Deutschland ein realistisches Bild bekommen von dem, was in China, was in Ostturkestan, was in Tibet und der Inneren Mongolei passiert. Was dort passiert, ist nämlich eine tägliche Kulturzerstörung. Und das muss hier auch vermittelt werden. Es muss hier vermittelt werden, was an Büchern verbrannt wird unter den Uiguren, was an Kultur, an alten Städten vernichtet wird in Tibet und was in der Inneren Mongolei unterdrückt wird an mongolischer Kultur. Wir versuchen heute, die Leute auf dem Marienplatz zu motivieren, an unserer Foto- und Protestaktion teilzunehmen, bei der sie in Anlehnung an den Künstler Ai Weiwei bzw. seine Fotoserie einen Gegenstand fallen lassen sollen. Und dabei wird ihnen der Mund verbunden bzw. verklebt, als Zeichen dafür, dass Regimekritiker in China noch immer keine Redefreiheit haben. Und wir hoffen, dass ganz viele Leute teilnehmen und freuen uns über jeden Einzelnen, der mitmacht. Also Uiguren sind ja 1949 besetzt, also seitdem werden uigurische Kultur von der chinesischen Regierung wird versucht zu vernichten, zu assimilieren. Zum Beispiel werden die uigurischen Bücher verbrannt. China sagt ja selbst, dass es eine Vielvölkerstaat ist. Wenn Vielvölkerstaat ist, dann musste auch Kulturen anderer Nationalitäten angeboten werden, müsste auch dann kritisch das Thema angesprochen werden, ob wirklich Kulturen von anderen Nationalitäten wie Uiguren, Tibeter, Mongolen dort gepflegt wird. Gibt es Möglichkeit, ihre kulturelle Identität aufzubewahren und das zu pflegen. Dass wir wollen eine religiöse Freiheit, zum Beispiel Klöster in Tibet und Mönche in Klöster, die haben keine Freiheit. Tibetische Sprache und tibetische Schrift, das ist viel verlieren gegangen bis jetzt. Und das ist eine große Gefahr für die Zukunft, dass unsere Tradition und Kultur zerstört wird. Mach auch du mit. Informier dich auf unserer Homepage über unsere China-Kampagne und andere Menschenrechtsaktionen.